Sie halten uns Amische wahrscheinlich für ein seltsames und altmodisches Völkchen mit unseren Einspännern, Bärten und gemeinsam gebauten Scheunen. Aber wir selbst fühlen uns gesegnet mit einem reichen Leben. Wow. Letztes Jahr waren 5 amische Jugendliche eingeladen, das Leben in Großbritannien kennenzulernen. Jetzt haben wir Jugendliche aus Großbritannien eingeladen, die Freuden des amischen Lebens kennenzulernen. Good morning, guys. Ich heiße Jonathan. Meine Frau Marietta und ich fühlten uns geehrt, weil wir die ersten Gastgeber für die jungen britischen Leute waren. In den nächsten 5 Wochen werden sie auch bei anderen Brüdern von Pennsylvania bis Ohio wohnen. So bekommen sie einen Eindruck davon, wie wir einfachen Leute leben. Ich weiß jetzt schon, dass wir sehr viel Spaß haben werden. Unsere britischen Freunde fahren nach Ashland in Ohio. Dort werden sie eine Woche lang bei der Familie Burkholder wohnen. Sie lächeln. Ich mag lächelnde Leute. Die Burkholders sind einfache Leute, die ein Leben im Namen des Herrn führen. Und wie wir lieben sie große Familien. Die Burkholders sind zu 10. I'm Rachel. Good morning, I'm Harvey. Hi, Harvey. Nice to meet you. I'm Sienna. Hi, I'm Charlotte. Charlotte. What's your name? James. Okay, I'm Darlene. It's so nice to Es ist schön, euch kennenzulernen. Wir haben uns auf diesen Tag gefreut. stay. Yeah, and welcome. Ja, willkommen bei Familie Burkholder. Nice to have Schön, you. dass ihr hier seid. And we have rooms for Wir you haben here. Zimmer für euch And, And work. und Arbeit. and as you know, Wie ihr seht, bin ich barfuß. I go barefoot, and I Mit Schuhen fühlt er sich nicht wohl. we speak Pennsylvania Wir sprechen Dutch, Pennsylvania and, Deutsch. normally we Aber try wenn to wir speak Besuch English, haben, but sprechen wir Englisch. Wenn ihr eine komische Sprache hört, wir sprechen da nicht über We're euch. not talking about you. Die Burkholders sind Altmennoniten. Im 17. Jahrhundert gehörten wir zur selben Gruppe, aber 1693 trennten sich die Amischen und die Mennoniten, weil die Mennoniten moderner werden wollten. Aber wie man sehen kann, sind die Altmennoniten nicht sehr modern geworden. Sie sehen fast so aus wie wir Amischen. Doch wenn man genau hinsieht, entdeckt man viele kleine Unterschiede. Die Amischen hatten kaum was an der Wand hängen und hier ist es sehr dekorativ. Das Haus ist ziemlich groß. Ja, das Haus ist groß. Das ist das Zimmer für die Jungs. Das ist das Zimmer, in dem ihr schlafen und ruhen könnt. Was hältst du von dem, was wir anhaben? Ihr seid angezogen, wie soll ich das sagen? Als ich dich gesehen habe, dachte ich, der sieht aus wie ein Amischer. In unserer Kirche ist es nicht erlaubt, dass die Männer lange Haare haben. Und auch Bärte sind nicht erlaubt. Sollten wir uns rasieren? Oh ja, so könnt ihr nicht in die Kirche gehen. Trägst du deine Haare immer so mit dem Band? Nein, normalerweise ist es viel länger. Es wurde mir von Amischen geschnitten. Dafür möchte ich den Amischen danken. Und das hier ist euer Zimmer. Hier liegen eure Kleider mit Namensschildern drauf. Die sind ganz anders. Ich bin sprachlos. Wie aufregend. Die Muster sind schön. Die amischen Kleider waren so düster und langweilig. Die Mennoniten tragen gemusterte und die Amischen einfarbige Kleider. Die Farbe steht dir. Stimmt, wer die ausgesucht hat, hat ein gutes Händchen. Das gefällt mir, als hätte ich mich rausgeputzt. Uns ist es nicht erlaubt, Make-up zu tragen, also bitte schminkt euch ab. Seid ihr normalerweise immer geschminkt? Dann fühle ich mich hübscher. Gefällt mir einfach. Verstehe. Die Ohrringe, trägst du die ständig? Ja, weil ich das wirklich mag. Seltsamerweise gefällt es mir, wenn meine Ohren durchstochen werden. Ihr macht das gar nicht? Nein, das würde die Kirche nicht erlauben. Diese Darlene, die ist wirklich nett. Und sie sieht gut aus.
Werde ich ihr auch sagen. Wenn du auf die Stimmung achtest, warum solltest du nicht mit ihr ausgehen? Ein Fahrradausflug? Ich würde dir keine Sekunde trauen. Einen Heiratsantrag erwartet sowieso niemand. Warum fragst du sie nicht einfach? Weil das so peinlich ist. Ihr drei könnt euch hier hinsetzen. Eure Farben stehen euch gut. Es war aufregend, als wir die Kleider zum ersten Mal ausprobierten, weil wir so lange keine schönen Farben gesehen hatten. Aber auch Farbe hat Grenzen. Das Kleid ist schön, aber etwas, wie soll ich sagen, laut. Man sieht ihnen an, dass sie aus der Stadt kommen. Das ist das Erste. Dann sah ich, dass einer von ihnen sehr lange Haare hatte und bemerkte den Ring. Wenn ich alleine zu Hause wäre und es würde jemand kommen, der einen solchen Ring und lange Haare hat, würde ich die Tür verriegeln. Aber wir dachten, wir sehen mal darüber hinweg. Schließlich können wir nicht in ihr Herz schauen. Wenn ich mir George betrachte, dann weiß ich, das ist ein guter Kerl. Der würde niemandem was tun. Der andere ist etwas zwielichtig. Gut angezogen und rasiert. Ihr seht aus wie Farmer. Jemand mit Piercings ist etwas völlig Neues für sie. Ich denke, der erste Eindruck ist sehr wichtig, aber ich würde mich jetzt dafür nicht verändern. Die Altmennoniten machen all ihre Kleidung selbst. Und Manita und Darlene finden, es wäre schön, den englischen Mädchen ihren Stoffladen zu zeigen. Dazu müssen die Großstadtpflanzen allerdings ein einfaches Transportmittel bewältigen. Treten? Nicht aufhören. Geradeaus. Für die Amischen ist das Fahrrad ein umstrittenes Transportmittel. Viele unserer Gruppen erlauben es nicht. Doch die Altmennoniten lieben Fahrradfahren. Sienna macht sich ganz gut. Weiter so. Wir einfachen Leute kleiden uns einfarbig. Wir wollen nicht, dass irgendetwas von Reinheit und Bescheidenheit ablenkt. Den Altmennoniten jedoch ist es erlaubt, Blumenmuster zu tragen. Das ist etwas wilder als bei uns, doch damit hört die Wildheit auch schon wieder auf. Alle Kleider haben den gleichen Schnitt. Den oder den? Ich würde den nehmen, aber das ist Geschmackssache und abhängig von der Grundfarbe. Zum Beispiel blau. Die Farbe finde ich gut. Was sind deine Lieblingsfarben und Muster? Wilde Sachen. Eher leuchtende Farben. Lässt sich deine Mutter alles anziehen, was du magst? Überhaupt nicht. Ich mag Muster mit großen Blumen, aber die dürfen wir nicht tragen. Wir tragen eher mittlere und kleine Muster. Man will nicht diejenige sein, von der die anderen sagen, wer ist das Mädchen mit dem auffälligen Kleid? Wer will die denn sein? Interessant. Ich würde immer versuchen, was anderes anzuziehen als meine Freundin. Shoppen ist wichtig für mich. Ich könnte jeden Tag shoppen gehen. Look at this. I like this. I like that. Ich gebe mein ganzes Geld für Kleidung aus. Und viel für Make-up. Und Make-up. Sie denkt, sie müsste immer viel Make-up ablegen. Als ich jünger war, war ich ziemlich rundlich, ein dickes Kind. Da ich oft gehänselt wurde, dient das Make-up heute als eine Art Verkleidung. Eine Maske, die ich aufsetzen muss, um Selbstbewusstsein zu bekommen. Ich brauche ziemlich lange, um mich zum Ausgehen fertig zu machen. Als Teenager will man immer älter aussehen und nimmt sich viel Zeit für das Make-up, um die Jungs zu beeindrucken. Ich bin natürlich von meinen Freundinnen beeinflusst. Die gehen gerne aus und feiern Partys und ich bin immer dabei. Natürlich will man immer männliche Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dann fühlt man sich besser. Kann man einen abschleppen, dann bringt das natürlich Ansehen. Mir gefällt das eigentlich nicht, denn ich habe etwas Angst davor, mit Jungs zu reden. Ich weiß nie, was ich sagen soll und ich weiß nie, was sie von mir halten. Mein Kleid geht ungefähr bis hier. Ich trage High Heels und zeige meine Beine, weil ich mich dann besser fühle.
Es gefällt mir einfach. Das liegt wahrscheinlich an den Orten, wo du hingehst. Du willst dazugehören. Bei uns ist es die Persönlichkeit, mit der du herausstichst. Sagen wir es mal so, wir würden nie versuchen, mit unserer Kleidung aufzufallen. Neben dem Stoffgeschäft betreiben die Burkholders auch eine Melonenfarm. Manche Altmennoniten besitzen zwar kein Auto, aber einen Traktor. Sie sehen ihn als eine freundliche Technologie, mit deren Hilfe ihre Gemeinden das fruchtbare Land Ohios bestellen können. Einer von euch muss den Traktor fahren. Aber keiner von uns kennt sich damit aus. Das ist genau wie Autofahren. David ist 24 Jahre alt und bestellt das Land, seit er 5 war. Ich fahre landwirtschaftliche Maschinen, seit ich 12 war. Das war ziemlich jung, aber Dad vertraute mir. Und ich habe es geliebt. Es ist ein gutes Leben. Man ist sein eigener Boss und ich arbeite mit meinem Vater und Bruder zusammen. Wir lieben es. Auch die Altmennoniten verehren die Familie. Ich habe das Gefühl, dass George zu Hause ein ganz anderes Leben führt. Mein Leben ist anders. Ich bin im Internat, seit ich 10 war. Für etwa 8 Monate im Jahr bin ich in Eton. Das ist 400 Kilometer von meinen Eltern entfernt. Meine Eltern wollten das so. Für sie musste es Eton sein. Ich denke, dort bekommt er ein Gefühl für seine Individualität. Auf der Schule kann er darüber nachdenken, wer George ist. Hier ist er nur einer unserer 4 Söhne. Entschuldigen Sie, der Hund haut gerade ab. Coco, here! Coco, come on! Coco, here! Wenn man so weit weg von den Eltern lebt, hat man kaum eine Chance, ein engeres Verhältnis zu ihnen aufzubauen. Ich hätte gerne, dass du während der Ferien wenigstens etwas Zeit hier verbringst. Hast du ein paar Tage? Ja, schon. Ich bin Ende Juli wieder zurück, aber ich will ein paar Leute treffen und so. Meine Mutter frustriert ist, dass ich so wenig hier bin. Es ist interessant, wie die Amischen die Familie verehren. Die Familie ist das Wichtigste. Und die Farm ist der Leim, der die Familie zusammenhält. Diese Leute scheinen glücklich und zufrieden zu sein. All die harte Arbeit, die wir in das Land investieren, erscheint am Ende auf diesem Esstisch. Zu den Mahlzeiten treffen wir uns, verbringen Zeit miteinander und besprechen alle wichtigen Dinge. Wie seht ihr Glück? Und was ist Glück überhaupt für euch? Was für eine große Frage. Warum? Tja, warum? Ich helfe dir. Ich denke, du bist immer glücklich. Das Leben leben und lieben zu können. Und frei leben zu können. George? Ich weiß es noch nicht. Wir erlangen viel Glück durch unsere einfache und religiöse Lebensweise. Und nichts verschafft mehr Glück als Mama Rachels Mundharmonikaspiel. Die Mundharmonika ist eines der wenigen Instrumente, die wir spielen dürfen. Damit kann man gut die Lungen trainieren. Unsere Gäste haben Schwierigkeiten damit. Ja, schon besser. Das Zusammensein mit der Familie lässt die Stimmung steigen. Doch natürlich kommt wahres Glück nur durch die Gemeinschaft mit dem Herrn und durch das Lesen von Gottes Wort. Vor einer Woche hat Charlotte gelobt, dieses heiligste aller Bücher ganz durchzulesen. Es ist ziemlich langatmig und hat eine Menge Seiten zum Lesen.
Ich verstehe es noch nicht richtig mit all den Namen. Es stehen viele Regeln drin, die man lesen muss. Ich bin immer noch bei der Genesis. Ich sollte wahrscheinlich schon weiter sein, aber ich verstehe das Ganze nicht so richtig und frage mich, was da noch alles kommt. Es könnte mich völlig verwirren. Aber ich gebe nicht auf. Ich will sehen, wo mich das hinbringt. Ich habe schon zu Gott gebetet und ihm meine Gedanken mitgeteilt. Und auf eine Art wurden meine Gebete sogar schon erhört. Ich erklärte Gott, wie ich mich fühle und wie ich bei den Amischen weiterkommen möchte. Jetzt bin ich wieder weitergekommen. Vielleicht beantwortet er ja meine Gebete ganz subtil. Die Familie Burkholder gehört zu einer Gruppe von Mennoniten, die sich, wie wir Amischen, noch mit Einspännern fortbewegen. Wir finden, dass uns Autos der Versuchung näher bringen würden. Deshalb bewegen wir uns lieber einfach und langsam fort. Wie in einem Historienfilm. Liebe deinen Nächsten, sagt uns die Bibel. Und dem stimmen wir voll zu. Wir kommen gerne zusammen in guten und in schlechten Zeiten und zeigen uns, dass uns der andere wichtig ist. Heute treffen sich die Mädchen, um Grußkarten zu basteln und Einklebebücher zu begutachten. Macht ihr die Karten für eine bestimmte Sache? Wir haben besprochen, sie für einen Jungen zu machen, der bei Bauarbeiten hingefallen ist und sich beide Handgelenke gebrochen hat. Cool, wenn man weiß, es denkt jemand an dich. Sucht euch eine aus, die ihr machen wollt, und wir helfen euch. Diese sogenannte Scrapbook Party ist eine Art, mit der unsere Frauen gerne feiern. Wenn ich nach Hause komme und mein Mann fragt mich, was ich gemacht habe, dann zeige ich ihm eine Karte. Dann weiß er, dass ich nicht nur rede. Reden ist doch gut. Die mache ich für meinen Dad. Der erste Mann, in den sich ein Mädchen verliebt, ist ihr Vater. Er tut viel für mich. Für manche Menschen können Einklebebücher sehr wichtig sein. Zum Beispiel für Margaret. Was bedeuten die Einklebebücher? Da drinnen stehen inspirierende Verse, längere und kürzere. Mein Mann hatte Krebs und damals haben wir unsere Einklebebücher schätzen gelernt. Ich glaube, es sind über 500. Wenn ich niedergeschlagen war, habe ich darin gelesen. Das hat mich in den harten Zeiten über Wasser gehalten. Schließlich ging es ihm wieder besser und jetzt haben wir diese Bücher als Erinnerung an diese Zeit. Das hat mich wirklich berührt. Eine Karte hätte mich nicht so berührt. Die Bücher sind sehr persönlich und man merkt, dass die Frauen sehr viel Mühe und Zeit investiert haben. An Daddy Cool. Ich hoffe, du hast dich erholt. Ich habe inzwischen gemerkt, wie viel Zeit und Mühe du investierst, damit ich mein Leben so leben kann, wie ich es möchte. Alles Liebe, deine Char. Süß, er wird sich geliebt fühlen, wenn er die bekommt. Außen sieht's ganz brav aus. Und dann... Es ist seltsam, dass Sie das eine Party nennen. Wenn ich nicht tanze, dann ist es keine Party. Punkt. Ich habe eine feste Vorstellung davon, was eine Party ist. Und hier gab es keinen Alkohol. Es wurde nicht geraucht und nicht mit dem anderen Geschlecht geflirtet. Es war einfach nur eine Gruppe Freundinnen, die zusammenkamen und was ganz Braves machten. Aber es waren ein paar schöne Stunden. Wir einfachen Leute leben schlicht, beten schlicht und arbeiten schlicht. Es scheint, als hätte George das sehr gut verstanden. Unsere einfache Lebensweise hat ihn nachdenklich gemacht. Er will mehr darüber wissen. Ich habe dieses Leben schon immer geliebt. Wir sind hier geboren und leben hier. Wir kennen gar nichts anderes. Ich baue gerne Pflanzen und Getreide an. Es liegt mir einfach im Blut. Und ein schnelleres Leben? Ich weiß nicht. Wenn ich den ganzen Tag im Büro arbeiten würde, würden zu Hause die Kinder streiten. Irgendwann würden sie sich nicht mehr vertragen und 40 Jahre später, was wäre aus ihnen? Was wäre aus mir geworden? Meine Heimat ist die Farm und ich will es gar nicht anders haben. Wie viele schlechte Tage hast du im Jahr? Ich weiß nicht, vielleicht 10. Ich kann es nicht sagen. Ich sehe das Leben positiv. Ich weiß es einfach nicht.
Die meisten Tage sind schön. Wie viele schlechte Tage hast du denn? Man müsste definieren, was ein schlechter Tag ist. Aber ich habe vielleicht 2 die Woche. Das summiert sich. Mindestens 100 pro Jahr, würde ich sagen. Interessant. Ich habe dich für den Fröhlichsten in der Gruppe gehalten. Ich bin überrascht, das zu hören. Ich und auch viele meiner Freunde, wir fühlen uns von unseren Eltern unter Druck gesetzt. Wir sollen immer die Besten in der besten Schule sein, die Klassenbesten. Natürlich stehen mir jetzt so viele Türen offen. Ich kann so viele verschiedene Karrieren einschlagen, aber ich habe keine Ahnung, in welche Richtung ich gehen soll. Wenn ich amerikanische Geschichte nehme, könnte ich in die USA. Amerikanische Geschichte? Der Wilde Westen, der Bürgerkrieg. Das sind Themen, von denen Universitäten und Arbeitgeber nicht so beeindruckt sind. Cowboys und Indianer? Du musst Ned noch beglückwünschen. Wozu? Für das beste Examen. Wirklich? Ned? Jahrgangsbester in Mathe? Wie groß ist der Jahrgang? 30. Ist nicht schlecht. Es belastet dich. Du willst nicht aussehen, als hättest du deine Zeit verschwendet und all die Chancen und Gelegenheiten in dieser Schule nicht genutzt. Deshalb strenge ich mich an und tue mein Bestes. Welche Noten erwartest du? Ich vermute, ich bekomme 3 Einsen. Gerade finde ich es sehr anstrengend. Es wird immer mehr und dann lernt man bis 2 oder 3 Uhr morgens, um diesen Berg von Arbeit abzubauen. Ich sehe das Leben nur positiv. Wenn jemand Hilfe braucht, wenn ein Freund $1 braucht, dann gib ihm 20. Ich habe zum Glück noch nie einen gierigen Menschen getroffen. Je mehr sie bekommen, desto mehr wollen sie und desto gieriger werden sie. Vielleicht liebe ich deshalb das einfache Leben. Ich weiß es nicht. Du wirst auch eines Tages darüber nachdenken. Glück kann man nicht machen, es kommt von innen. Anders geht es gar nicht. Am Sonntagabend kommen die jungen Mennoniten zusammen. Diese Treffen heißen Jugendgruppe. So feiern die Jugendlichen ihre Partys. Sie singen, spielen Volleyball und wenn sie Glück haben, treffen sie dabei einen besonderen Menschen, den sie lieben werden. So verbringt ihr eure Freizeit. Ihr trefft euch alle und lernt Jungs kennen. Ja, so sehen unsere Partys Sonntagabends aus. Toll, dass ihr das Party nennt. In England ist eine Party eine Party-Party. Ja, ganz verrückt. Ich tanze gerne und finde es schön, wenn die Jungs aufmerksam werden. Wie oft seht ihr euren Freund? Samstagabends und Sonntagabends, wenn wir verabredet sind. Samstagabends reden wir für eine halbe Stunde nach dem Singen. Und Sonntagabends sind es dann 5 Stunden. 5 Stunden? Ihr redet 5 Stunden? Nein, wir reden nicht 5 Stunden. Man kann ja nicht die ganze Zeit reden. Manchmal muss man darüber nachdenken, was man als nächstes sagt. Oder was man gesagt hat. Und wie man es gesagt hat. Die Mädchen reden wirklich gerne über Verabredungen und sie sind so unschuldig dabei und kichern. Sie scheinen unsicher zu sein, wenn sie mit Jungs sprechen, weil sie so selten treffen. Alles ist sehr formal. Man trifft sich für 5 Stunden und die Zeit dient dazu, sich besser kennenzulernen. In England lernt man die Leute nicht so gut kennen. Alles bleibt oberflächlich. Hier nimmt man sich die Zeit, jemanden sehr gut kennenzulernen. Die Art des Werbens von uns einfachen Leuten hat das Interesse unserer jungen britischen Freunde geweckt.
Wo hast du deine Frau getroffen? Wir waren in derselben Jugendgruppe von etwa 180 Jugendlichen. Ich schrieb ihr einen Brief und fragte sie, ob sie Interesse daran hätte, mit mir zu gehen. Sie hat mir dann einen Antwortbrief geschrieben und wir haben uns getroffen. Was hast du geschrieben? Hast du ihr von Anfang an deine Gefühle gesagt? Es waren nur ein paar Zeilen. Wenn man einen Brief an ein Mädchen schreibt, dass man mit ihm gehen möchte, dann weiß es, dass man lange und viel darüber nachgedacht und gebetet hat, bevor man die Worte schreibt und den Brief abschickt. Bei uns hat man Autos, um Mädchen zu beeindrucken. Wie macht man das mit Buggies? Wenn, dann eigentlich nicht zu offensichtlich, aber manche machen es. Ich selbst habe es sehr offensichtlich gemacht. Der Innenraum ist mit Samt ausgeschlagen und oben gibt es ein Sonnendach. Alles Spezialanfertigungen. Du hast einen Touchscreen im Buggy? Ja, mit dem Touchscreen wird die Beleuchtung gesteuert. Die Leuchtstreifen an der Seite zum Beispiel. Das Gesetz verpflichtet uns, eine Beleuchtung zu haben. Und ich habe etwas mehr als andere Buggies. Ich habe auch Lichter am Unterboden. Die Lampen sind an die Soundanlage angeschlossen und leuchten zum Beat. Zu den Hufschlägen funktioniert es leider nicht. Das wäre natürlich abgefahren. Warst du neidisch? Ja, ich habe den Führerschein auf Probe und er pimpt seinen Buggy. Warum? Wegen der Mädchen? Nein, nicht deswegen. Es hilft natürlich, aber er macht es nicht für die Mädchen. Und er hat ein Ferrari-Logo als Aufkleber auf dem Schmutzfänger. Von den Mennoniten hätte ich nie im Leben erwartet, dass sie ihre Buggies pimpen. Der Buggy wird moderner, aber sein grundsätzlicher Wert bleibt. Ja, man sitzt immer noch hinter dem Pferd und fährt 15 Kilometer pro Stunde. So, jetzt muss ich meine Frau nach Hause bringen, sie ist müde. So ein Buggy erhöht definitiv deine Chancen auf eine Verabredung. Bei ihnen ist eine Verabredung schon eine Beziehung, während sie bei uns zu Hause locker gesehen wird. Man verabredet sich mit einer Frau und knutscht ihr das halbe Gesicht weg, aber es bedeutet nicht viel. In der Bibel steht, dass der Herr den Menschen in den Garten Eden brachte, damit dieser ihn bestelle und pflege. Unsere Maisfelder sind nicht gerade der Garten Eden, aber wir bestellen und pflegen dieses Land. Fürs Mittagessen? Richtig. Ist viel von eurem Essen selbst produziert? Während der Sommermonate sind es etwa 75%. Bist du zufrieden mit dem Farmerleben? Ja, sehr zufrieden. Was macht dich glücklich dabei? Man kann mit allem, was man tut, glücklich sein. Der Schlüssel zum Glück ist Liebe. Das Gegenteil von Liebe ist Zorn. Und Zorn bedeutet Depression. Wenn ein Mensch zornig lebt oder zweifelnd, dann kann er nicht glücklich werden. Glaubst du, dass ein einfaches Leben der Schlüssel zum Glück ist? Das simple Leben spielt eine Rolle, weil dich Dinge nicht glücklich machen können. Je mehr Dinge man hat, desto mehr will man. Man muss zufrieden sein mit dem, was man hat. David sagte gestern, dass Glück von innen kommt. Und da hat er völlig recht. Wenn man jemanden trifft, der behauptet, dass er nur 10 schlechte Tage im Jahr hat, dann klingt das schon überwältigend. Ich wusste gar nicht, dass so etwas möglich ist. Sie sind zufrieden mit dem, was sie haben und sind nicht neidisch auf das, was andere haben. Ich will irgendwie immer mehr und bin nie zufrieden mit dem, was ich habe. Es ist seltsam. Ich habe nie ernsthaft darüber nachgedacht, was ich eigentlich vom Leben erwarte.
Und womit ich mich zufrieden geben würde in Bezug auf meinen Job, eine Familie oder wer ich eigentlich bin. Es besteht kein Zweifel, dass ein wichtiger Teil unseres Glückes darin besteht, den richtigen Partner fürs Leben zu finden. Das würde nicht ohne das Empfangszimmer funktionieren, das es in jedem Haus der Mennoniten gibt. Es wird nur für Gespräche während des Werbens benutzt. Die älteste Tochter des Hauses dekoriert das Zimmer nach ihrem Geschmack und sorgt dafür, dass die besonderen Gäste unterhalten werden. Wenn sie sich verlobt hat, wird das Zimmer an die jüngere Schwester weitergegeben. Schönes Zimmer. Hier trifft man sich, wenn man verabredet ist. Wieso nehmt ihr nicht einfach das Schlafzimmer, sondern habt ein eigenes Zimmer dafür? Also, wenn wir uns in unserem Schlafzimmer treffen würden, dann wären wir vielleicht versucht, weiterzugehen als erlaubt. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Häuser kleiner sind. Wir gehen einfach in unser Zimmer, in unseren Privatbereich. Kennst du jemanden, wo der Freund auch über Nacht bleiben darf? Oh nein. Zero. Bei uns habe ich immer das Gefühl, dass die Jungs schnell Sex wollen und wir Mädchen noch nicht bereit sind. Habt ihr auch diesen Gruppendruck, eure Jungfräulichkeit zu verlieren? Überhaupt nicht. Darüber wird nicht mal gesprochen. Ist dieses langsame Annähern wichtig für euch, weil ihr euch besser kennenlernen wollt? Sehr wichtig. Es ist eine Entscheidung, seine Unberührtheit zu bewahren. Es kommt wohl darauf an, wie wichtig das für dich ist. Für die Mehrheit der Leute ist es nicht mehr wichtig, ob man seine Unberührtheit bis nach der Hochzeit aufhebt. Es ist eine aussterbende Kunst. Manche machen es noch, aber man hört auch, dass viele erst heiraten, wenn sie schon ein paar Kinder haben. Das ist schon traurig, wenn man darüber nachdenkt. Indem man seine Unberührtheit behält, zeigt man, wie stark eine Beziehung werden kann, wenn man sich Zeit lässt. Ich wollte, bei uns wäre das auch so. Beziehungen sollten viel wichtiger sein, aber das ist nicht so. Manchmal weiß man gar nicht, mit wem man gerade zusammen ist. Das ist alles sehr oberflächlich. Ja, sehr. Es hat keinen Tiefgang. Das frustriert mich eigentlich. Wenn man in England noch Jungfrau ist, wird man schräg angeguckt. Hier ist es anders. Nicht mehr Jungfrau zu sein, ist undenkbar. Wir stehen unter Druck, Sex zu haben. Sie stehen unter Druck, keinen Sex zu haben. Ich finde Ihre Art der Verabredung perfekt. Ich beneide Sie darum wirklich. Wir einfachen Leute halten unsere Ehen und unsere Familien in Ehren. Sie sind das Fundament, auf dem unsere Gemeinde gegründet ist. Unsere Gemeinschaft sorgt für unser Wohlbefinden und schützt uns vor den überraschenden Erfahrungen mit der Außenwelt. Meistens jedenfalls. Viele Leute scheinen mich nur nach meinem Äußeren zu beurteilen. Was war dein erster Eindruck von mir? Also, viele Leute verurteilen dich wahrscheinlich wegen deiner langen Haare. Mit dem Band um den Kopf. Wahrscheinlich denken sie, ob der eine große Hilfe auf der Farm ist. Dieses Ding an der Lippe, hast du das, weil deine Freunde es auch haben? Nein, vielen gefällt das überhaupt nicht. Meine Mutter hat mich dabei unterstützt. Sie kam sogar mit, als ich es mir stechen ließ. Ach so, deine Mutter war nicht dagegen? Nein, sie war nicht dagegen. Wenn ich es gemacht hätte und sie wäre dagegen gewesen, hätte ich es auch wieder herausgenommen. Dann hättest du dich wahrscheinlich anders entschieden. Wenn ich mit deiner ältesten Tochter ausgehen wollen würde und du würdest mich zum ersten Mal sehen mit meinen langen Haaren, dann würdest du mich nicht mit ihr ausgehen lassen, oder? Wahrscheinlich würden wir sie bitten, dich zu fragen, ob du dir die Haare schneiden und das Ding aus der Lippe nehmen könntest.
Wir wissen nicht, wie es in deinem Herzen aussieht, aber wir haben gelernt, dass sich das Innere durch das Äußere zeigt. Und wenn du dein Äußeres ändern würdest, hätten wir kein Recht dazu, unserer Tochter das zu verbieten. Was würdest du mir raten, wenn ich jetzt heiraten wollte, in meinem Alter? Gute Frage. Such nach einem sehr anständigen und ernsten Mädchen, nicht nach einem wilden. Wenn sie raucht und trinkt, kann man schon sagen, dass sie nicht ganz anständig ist. Weißt du, was meine Mutter immer gesagt hat? Es ist lustig und passt hier auch ganz gut. Sie sagte, wenn du einen netten, gutherzigen Mann willst, dann sieh dir an, wie er sein Pferd behandelt. Während James mehr über die Kunst des Werbens der Altmennoniten lernt, lernen die Mädchen, wie man Tomaten einmacht. Das ist etwas, das alle amischen und mennonitischen Frauen schätzen. Für uns ist es wichtig, dass unser Grundstück groß genug für einen Garten ist, in dem man Gemüse für die Familie anbauen kann. Wir halten es für wichtig zu lernen, wie man von seinem Land leben kann. Dann gerät man nicht so schnell in Schwierigkeiten, wenn es mit der Wirtschaft abwärts geht. Mir ist hier aufgefallen, dass ihr als Gemeinschaft zusammenkommt, dabei aber auf den Einzelnen achtet. Und auch darauf, dass die Leute bei euch in der Gemeinde bleiben. Weißt du, Reichtümer sind so flüchtig. Sie können über Nacht verschwunden sein. Sowas passiert manchmal. Deshalb bauen wir nicht auf irdische Reichtümer. Wir bauen eine sichere Gemeinschaft für unsere Kinder, der Gemeinschaft von morgen. Wenn die Kinder dann älter sind, arbeiten sie für das Wohl der Gemeinschaft zusammen. Nur wenn man zusammenhält, kann man etwas erreichen. Ich würde sagen, ich stamme definitiv aus der Ich-Ich-Ich-Generation. Und ich behaupte auch nicht, dass bei den Mennoniten alles perfekt ist. Aber sie kennen den Wert der Gemeinschaft. Und sie verstehen den Wert des Teilens. Man muss nicht immer nur an sich selbst denken. Das verrät doch viel über unsere Gesellschaft. Wir einfachen Leute glauben, dass wir zu einer Familie gehören, die viel größer ist als die, bei der wir leben. Und jede Familie der Mennoniten steht im Mennonitenverzeichnis. Einer hat es mal Mennopedia genannt. Die Mennoniten-Enzyklopädie. Darin stehen alle Mitglieder unserer Kirche in 8 Bundesstaaten, glaube ich. Jedes Mitglied der Mennoniten steht da drin? Ich weiß von niemandem, der nicht da drin steht. Als Elton mich fragte, ob ich seine Freundin sein will, habe ich im Buch sofort nach seiner Familie gesucht, um zu erfahren, wie alt er ist und wie viele Geschwister er hat. Ich kann über jeden etwas herausfinden, nur indem ich in dem Buch lese. Kennst du jeden, der in dem Buch steht? Wenn ich den Familienstammbäumen folge oder nach Geschwistern suche, lande ich immer irgendwann bei einem Bekannten. Ich finde immer eine Verbindung. Okay, das probieren wir jetzt mal aus. Da, wo mein Finger liegt. Ja, ich weiß, wo sie leben. Laverne Rife ist der Sohn von Liam Rife. Lavernes Mutter ist Mary Ann Sansnick, Moses Sansnicks Tochter. Und ich kenne die Familie von Moses Sansnick. Als ich klein war, bin ich immer an ihrem Haus vorbeigegangen. Darf ich auch mal? Das ist ja verrückt. Wie wär's mit dem? Oh, Lester Looswinger. Wie weit ist das? Der lebt vielleicht 5 Kilometer von hier. Ich könnte das mit den gelben Seiten nicht. James hat sich in Darlene verguckt, aber er weiß, dass er das nicht auf die englische Art angehen darf. Er braucht einen Rat, wie man sich einer Dame auf angemessene Weise nähert. Ich habe mit Rachel gesprochen, über Verabredungen und so. Und sie hat gesagt, wenn ich so ankommen würde, wie hier am ersten Tag, wenn ich mit einer ihrer Töchter verabredet wäre, dann würde sie den Kontakt nicht erlauben. Wie siehst du das, Darlene?
Was dieses Piercing im Gesicht betrifft, dann ist das nicht so meine Sache. Es macht einem etwas Angst. Hast du vielleicht einen Rat für mich, den ich mit zurücknehmen kann? Ich würde auf jeden Fall sagen, es ist gut zu warten. Wenn du ein Mädchen triffst, dann ist sich Zeit nehmen sehr wichtig, finde ich. Denn es ist so ein großer Schritt. Wenn sie die Richtige ist, dann wird sie auch auf dich warten. Ja. Für unsere englischen Freunde neigt sich die Zeit mit den Altmennoniten bei der Familie Burkholder langsam ihrem Ende zu. Ich glaube, meine Sicht auf viele Dinge hat sich hier geändert. Mich bewegt immer noch die Frage, was macht dich glücklich? Und ich will jetzt nicht zu sehr verallgemeinern, aber sie scheinen doch sehr glücklich zu sein. Das zeigt, dass die Dinge, die wir in unserer Gesellschaft für wichtig halten, zum Beispiel Bildung und Unabhängigkeit, nicht unbedingt glücklich machen. Die jungen Leute haben nicht nur uns besser kennengelernt, sondern verstehen sich auch untereinander besser, obwohl sie aus sehr unterschiedlichen Verhältnissen stammen. Wann hast du das letzte Mal einen Apfel gegessen? In der 4. 4. Klasse. Meine Lehrerin zwang mich und ich habe gekotzt. Mutprobe. Apfelessen als Mutprobe? Hier, iss ihn. Gut. Ein Apfel pro Tag hält den Arzt fern. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Und wir haben James dazu inspiriert, einmal einen anderen Ansatz zu versuchen, wenn es um Verabredungen geht. Kurz bevor ich hierher kam, habe ich mich mit einem Mädchen getroffen. Sie war nett, ich mag sie. Nach meinem Gespräch mit Rachel gestern und meinem Gespräch mit Jay kam mir die Idee mit dem Brief. Es ist das erste Mal, dass ich einen Brief schreibe, um ein Mädchen einzuladen. Ein Brief zeigt, dass man sich Zeit genommen hat. Ich hoffe, sie sagt ja. Aber ich werde es wohl nicht vor meiner Rückkehr nach England erfahren. Ich hoffe, sie sagt ja. Wenn man nur von bescheiden gekleideten Leuten umgeben ist, denkt man über die eigene Kleidung nach. Ich weiß nicht, ob ich diese Shorts noch mal anziehen werde, auch wenn sie so teuer war. Du hast doch schöne Beine. Aber ich muss sie nicht jedem zeigen. Ich glaube schon, dass ich Charlotte zum Nachdenken gebracht habe. Ob sie wirklich immer kurze Röcke tragen und viel Haut zeigen muss. Die paar Tage mit uns Mennoniten haben sie herausgefordert. Natürlich werde ich mich zum Ausgehen noch schick machen, aber nicht mehr mit durchsichtiger Bluse, glaube ich. Ich werde mich mehr bedeckt halten. Vielleicht respektieren mich die Männer dann mehr. Ich will ausgehen und ich selbst sein. Make-up ist mir nicht mehr so wichtig, Sienna. Das höre ich gerne, Mädchen. Wie gesagt, ich bin stolz auf dich, was du machst. Im Buch der Sprichwörter steht, dass man mit Verwandten teilt und dass ein Freund immer ein Freund ist. Alle herausgeputzt in bequemer Kleidung. Sie sehen seltsam aus, kleiden sich ungewöhnlich und haben merkwürdige Ansichten vom Leben. Doch unsere englischen Freunde sind auch deshalb hier, weil sie uns etwas über uns selbst lehren können. Ich sehe James inzwischen völlig anders als am Tag seiner Ankunft. Völlig anders. Ich fühle mich seinem Herzen jetzt viel näher. Auch er hat Werte und ich denke jetzt ganz anders über ihn als am ersten Tag, als er zur Tür hereinkam. Danke für alles. Hoffentlich sehen wir uns mal wieder. Deine Adresse habe ich. Gute Reise. Gott segne euch. Es hat mir sehr gefallen, Ihnen meine Freunde vorzustellen und die Jugendgruppe zu zeigen. Bye. Safe journey again.
Ich kann jetzt unsere Werte noch höher schätzen. Offensichtlich sind sie aus einem völlig anderen Land. 6 britische Teenager. Ich mag die Idee eines einfachen Lebens. In einer Welt ohne Handy und ohne iPods. Obwohl ich damit gerechnet habe, bin ich total schockiert. Aber mit Menschen, das ist echt lustig, die ihr wahres Ich zeigen. Jetzt hast du echt mein Herz berührt.